An diesem Beitrag präsentieren ich die Schutzstaffel kurz SS an hier Kurzgeschichte am vom Nazi-Deutschland besatte Lützeburg. Bevor wir aber auf die Geschichte von der SS heute zu Lützeburg angehen, muss geklärt gehen, was dem Hitler seine Schutzstaffel überhaupt war. Das SS war die selbsternannten Elite von der NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Ihre Chef war dieser Mann, der Reichsführer SS, als Chef von der deutschen Police, den Heinrich Himmler. Das SS hat sich aus der Sturmabteilung, kurz SA, herausformiert, aber bis zum Schluss für den persönlichen Schutz von Adolf Hitler verantwortlich. Sie hat sich von einer Elitegarde zu einem Staat am Staat entwickelt. Hier in der Stadt waren solche Administrationen, darunter die Geheimstaatspolizei, kurz Gestapo, und der Sicherheitsdienst, den SD. Mit ihren Totenkopfverbänden haben sie Konzentrationslager gelegt und bewahrt und Prisonnier für wirtschaftliche Zwecke ausgenutzt, malträtiert und noch umgebracht. Das S als Symbol vom Naziterror hier in Europa. Sie ist maßgeblich an der Organisation an und der Exekution vom Holocaust, der Tisch Völkermord rund 6 Millionen europäische Juden verantwortlich. Mit der Waffen-SS hat sie auch einen militärischen Arm auf der Front stehen, auf Seiten von der Wehrmacht. Wie hat sich das SS heute zu Lützeburg manifestiert? Dieser Frage sind bislang recht wenig Historiker nachgegangen, darunter der Vincent Artuso oder der Morgan Kunzmann. Wie alle guten Organisationen von der NSDAP hat auch das SS versucht, heute zu Lützeburg Fuß zu fassen. Der Landrat von Dietrich, den SS-Obersturmbannführer Ballmeier, hat 1941 an einer Werbeannonce für die allgemeine SS unter anderem betont, dass sich nicht mehr die Lützeburger freiwillig an die allgemeine SS sollen melden, die auch freudig wären, für Führervolk und Vaterland ihren Dienst zu leisten. 1941 bauen sich die ersten Dienststellen heute zu Lützeburg auf, darunter an der Stadt, zu Esch und auch zu Dietrich. Die allgemeine SS, denen hier Membern in der anderen benevol waren, also ehrenamtlich oder auch hauptberuflich SS-Männer waren, gofen in der anderen an der Administration, das heißt sowohl für die Gestapo oder auch für den SD, aber auch für den Schutz von Kundgebungen in der anderen angesetzt. Die dabei formiert SS-Stürme waren erdeelt an sich, und die waren auf verschiedenen Plätzen innerhalb von einem Kreis, respektive von einem Kanton zu finden. Beispiel vom SS-Sturm von Dietrich waren die Insel Zisch zu Dietrich selber, zu Ettelbruck und zu Wels zu finden. Das SS ist aber bis zum Ende der Besatzung wohl die kleinsten Innerorganisation von der NSDAP blieben. Am September 1941 betonte Gauleiter Gustav Simon an signaliert, dass zum Zeitpunkt, wo er gerade triert hält, rund 110 Membern an der SS hier am Land wären. Zum Vergleich, das SA hat zu dem Zeitpunkt schon 1286 an den NS-Kraftfahrerkorps, das heißt NSKK, hat er 1475 Membern hier am Land schon stehen. Lo konzentrieren wir uns für allem auf einen spezifischen SS-Sturm, und zwar den von Esch-Ulzig. 1941 hat sich aus der Schutzpolizei heraus den SS-Sturm 445 abgebaut. Für den Abbau waren das als Untersturmführer Appelbaum und Güldenzopf verantwortlich. Der Güldenzopf hat bis 1943 den SS-Sturm gelegt, als Obersturmführer ging an Herno, nachdem sie an Waffen-SS angezogen goufien durch den Reserveleutnant von der Schutzpolizei Paul Assad. Den Escher SS-Sturm wurde dann einen Spendenaufruf gemacht für das Winterhilfswerk, aber auch für ihre SS-Kameraden auf der Front. Sie ist durch die Straße marschiert und hat alljahrs die Julfeier für die Wintersonnenwende organisiert. Das heißt, sie haben alljahrs eine Christusfeier organisiert. Die ganzen Evenementer wurden relativ medienwirksam abgezogen. So hat beispielsweise für die Julfeier ihn als Kläschen verkleideten SS-Mann Kadoen und bedürftige Kanner verdient. Sie haben aber auch Gedenkfeiern für ihre verstorbenen Membern organisiert. Das gesagt in einer Darnung und einer Todesannonce für den SS-Sturmmann Georg W., den mit Juli 1942 als von den ersten SS-Männern vom Sturm sogenannten Feld der Ehre, also auf der Front, gefallen war.
Sie machen aber auch bei Sportveranstaltungen mit, wie beispielsweise dem Kreisleiter Wanderpreis, wo sie an Kompetitionen wie Catchen, Chasen, aber auch Staffellauf gegen andere Organisationen von der NSDAP, der Tisch der SA, dem NSKK, aber auch der Hitlerjugend, müssen untreten. Sie sind aber auch als Ordnungsdienst aktiv. Hier ist als Beispiel die Repression vom Streik von 1942, wo sie unter anderem Police sollten unterstützen. Das heißt, es waren Lützeburger SS-Männer, die der Police geholfen haben, für die Partizipanten vom Streik zu verhaften, für sie Herrno der Gestapo auszuliefern, an Herrno an der Villa Seligmann, der Tisch im Sitz von der Gestapo zu Asch, zu bewachen. Und sie eben auch, wie wir wissen, zu menacieren, und zwar unter anderem auch mit dem Tod. An der Reihe vom Escher Sturm waren, wie wir mitgekriegt haben, auch Lützeburger zu fallen, darunter auch den SS-Anwärter und Ortsgruppenleiter von der VDB Altstadt, den Dr. Charles Hudremer. Ob Werbe- und Kameradschaftsofender, wie ihn zum Beispiel vom Deferdinger SS-Zug erkennen kann, oder eben auch bei Musterungen an der Escher Brilschule, hat die allgemeine SS, also den Escher Sturm, versicht, jung Lützeburger am Alter zwischen 17 und 25 Jahren für hier Zwecke zu gewinnen. Auf das Art und Weise hat bis 1941 den Escher SS-Sturm eine Stärke von 70 Membern erreicht. Mit 1942, das können wir dann als Presseberichte herauslesen, hat den Escher Sturm eine Stärke von 90 Membern schon erreicht. Darunter waren der 18 an der Wehrmacht und 22 an der Waffen-SS aktiv. Das bringt mich auf den militärischen Arm von der SS, den auch heute zu Lützeburg rekrutiert wird, und zwar der Waffen-SS. Schon im November 1940 hat Waffen-SS angefangen hat, zu Lützeburg zu rekrutieren, das direkt nach dem Besuch von Heinrich Himmler zu Lützeburg. Rund 25% von den 1500 freiwilligen Meldungen bis 1942 sind der Waffen-SS beigetreten, die restlichen 75% der Wehrmacht. Es war für allem Jugendliche aus dem Arbeitermilieu, die sich an Waffen-SS gemeldet haben. Neben politisch motivierten Lützeburger wie der Schöfflinger Johann S. waren aber auch unter den Freiwilligen auch Lützeburger, die von der Gestapo forciert wurden, an Waffen-SS anzutreten, oder eben auch die von den SS-Werber getäuscht wurden. Die Lützeburger hatten keine eigene SS-Division, sie wurden auf verschiedenen SS-Sturmbahnen verteilt, unter anderem an der SS-Division Totenkopf, wo beim Karl K. der wohl ranghöchsten Lützeburger an der SS am Einsatz war. Der K. hat nämlich 1944 den Rang von einem SS-Untersturmführer erreicht. Es waren aber auch 27 Soldaten aus der Freiwilligen Kompanie, die an die Waffen-SS angezogen wurden. Darunter waren da aber nur 5 bis 6 freiwillig. 7 sind davon die 27 aufgrund von Widerstand am KZ Auschwitz gelandet. Die restlichen 20 sind an der SS, am SS-Regiment Westland, Klagenfurt und Russland angesetzt gehen. Mit der Befreiung von Lützeburg durch die Amerikaner den 10. September 1944 war das schließlich auch mit der SS hier am Land River. Die Members sind auf der Front gefallen oder sind in eine Kriegsgefangenschaft geraten. Und an der direkten Nachkriegszeit sind noch solche Prozesse gegen SS-Leute gefordert gehen. Das heißt auch unter anderem gegen den Schöfflinger Justé, den aufgrund von seiner freiwilligen Meldung an die Wehrmacht an Herrno an Waffen-SS zu 18 Monaten Prison verurteilt wurde.